Mein Geschmack ist ganz einfach. Nur das Beste ist gut für mich. Es gibt Verhaltensweisen, die in vielen Kulturen als verwerflich gelten. Bei uns sind sie bekannt als die 7 Todsünden. Eine davon ist die Habgier. Die Neigung, immer mehr zu wollen und nie genug zu haben. Ich treffe die Society Lady Irina Beller. Sie hat einen ganz besonderen Zugang zum Thema und sogar ein Video dazu gedreht. Gewidmet den reichen Männern. In diesem Fall ihrem 3. Ehemann Walter Beller. Mr. Rich, you want me? Take me. The beach. Nein, Mr. Rich. Die Halbschweiz kennt dich, weil du das Buch hier geschrieben hast, wie man einen Millionär als Ehemann bekommt. Du hast mal den Inhalt von dem Buch so zusammengefasst, es gäbe, die Männer sind insgesamt relativ ähnlich und warum sollte man dann nicht gerade den Reichsten heiraten? Ist das, was die Ehe ist? Eher einfach so eine Form von Vertrag? Na, natürlich ist Ehe für mich geben und nehmen und für uns Frauen lieber nehmen, weil wir früher reifer werden und ja. Und darum ist es dann gut, wenn der Mann mehr gibt? Ein Mann macht Investitionen in eine Frau, weil sie ihm wichtig ist. Und was nichts kostet, ist nichts wert. Würdest du dann sagen, Geld macht attraktiv, macht den Menschen attraktiv? Auf jeden Fall, ja. Geld macht sexy. Arm ist unattraktiv, weil man muss immer jede Rappe ziehen. Niemand will freiwillig arm, nur viele haben es nie geschafft. Was bedeutet dir jetzt all der Schmuck? Das ist Statussymbol für eine Frau. Das macht eine Frau viel attraktiver. Diamanten, Brillanten, alle anderen Steine und so. Das ist die Sachen, die uns unsere Männer schenken sollten. Und dann sagst du ihm, ich möchte den Ring und dann kommt er mit dir den posten. Und nerve so lang, bis ich es kriege. Wirklich? Ja. Weil die Männer am Anfang wehren, sie wollen es nicht kaufen. Und dann soll man kommt und sagt, ja, ich möchte doch. Und irgendwann sie sind so genervt, dann kaufen sie. Und was würdest du sagen, was kann man mit Geld nicht kaufen? Ja, ich möchte eigentlich ewig leben. Ich habe keinen Bock zum Sterben irgendwann. Aber das kann man leider nicht kaufen. Aber es kann man kaufen. Es geht ja offenkundig nicht allen Menschen gleich gut wie dir. Spendest du auch Geld? Gibst du Geld an Menschen, wo es nicht so gut geht wie dir? Ich unterstütze meine Familie und das reicht mir und so. Und ich bin als Ausländerin hier gekommen und ich habe das alles selber und niemand hat mich irgendwie geholfen, unterstützt und so. Und ja, deine Männer ja schon, oder? Ja, aber die Männer sind schlau. Sie machen nicht einfach etwas umsonst. Da war ich gut für ihn. Die sind auch keine Dumme und Blöde und die sind alle Geschäftsmänner und lassen sich nicht einfach sie machen so nichts umsonst? Es heißt, sie wissen, warum sie das machen. Es ist nicht so, dass sie einfach sagen, oh bitte nimm das und okay, es ist immer so. Sondern ich entspreche ihre Erwartungen und sie entsprechen meine Erwartungen. Und das kommt es so. Was sind das für Erwartungen? Ich war eine loyale, tolle Frau zu ihm. Ich war seine treibende Lokomotive auch und ich bin immer gute Atmosphäre für ihn gemacht, dass mir er doch weiter. Er hat gar nicht so viel gehabt, er hat es gehabt so und danach, nachdem er mit mir war, hat er das so gemacht. Also ich war Fulltime Frau. Ja? Also du hast ihn unterstützt? Ja, es war auch mein Fulltime-Job. Ich habe es ernst genommen. Ich habe in ihm Potenzial gesehen und ich habe dieses Potenzial weiter zum großen Erfolg gebracht. Du bist ursprünglich aus der Westukraine, bist in Moskau nachher aufgewachsen. Wie hat dich die Herkunft geprägt?
Also mein Vater war ein Regierungsmensch und ein Diplomat und ich war in sehr privilegierter Familie aufgewachsen. Ja, eigentlich die wirkliche oberste Schicht von Russland. Aber Russland war damals sowjetisch und das heißt nicht. Das heißt, ich war schon privilegiert dort, aber es war kein Westen. Und ich wollte nach Westen. Ich bin so von Herzen eine richtige Kapitalistin. Und da war ich im falschen Land einfach. Und dann hast du gedacht, du musst dort hin, wo der Kapitalismus blüht? Also das Land mit der meisten Anzahl von Millionären, das war Schweiz. Und dann hast du gedacht, das ist dort hin, wo ich muss? Ja, auch weil Schweiz ist so perfekt und so schöne Berge hat und so viele... Also Schweiz ist das perfekteste Land von der ganzen Welt. Ich habe mir das beste Land ausgesucht. Wir sind jetzt so mit dem VIP-Gondeli unterwegs ins Jungfrau Jochhofen. Du hast dich sehr gefreut. Ist das etwas, würdest du von dir sagen, du bist die very important person? Ja, absolut. So betrachte ich mich selbst, ja. Weil wenn du wenig fragst, du bekommst auch wenig. So am besten du fragst vom Leben viel und dann bekommst du auch was. Bescheidenheit bedeutet fantasielos. Diese Menschen können sich gar nicht vorstellen, was sie so alles im Leben erleben können. Meinst du das ernst oder sagst du das, weil du das Gefühl hast, wir wollen das hören? Ja, natürlich. Ich meine immer alles ernst, was ich sage. Gierig heißt, man hat Lust zum Leben. Man will noch was erreichen, erleben. Man funktioniert noch, man lebt. Aber machst du keine Abstufungen, welche Form von Gier gut ist? Und ja, Hauptsache, es macht dich glücklich und du bist da irgendwie, lebst spannend. Und wenn andere Leute darunter leiden, ist das egal? Nein, ich meine, wenn ich hier in einer wunderschönen Gondel sitze, Champagner trinke und meinen Spaß habe, wenn es jemandem wehtut, muss zum Psychiater. Gierig bedeutet für mich das Leben, keine Sünde. Sobald man gierig ist, man hat noch Wünsche. Und wenn man keine Wünsche ist man vielleicht nicht gierig, ist man aber tot. Und was ist besser? Und die Verteilung vom Reichtum, weißt du, weil dort kommt ja das Thema, dass es bei jemandem wie dir so viel hat und bei jemand anderem so wenig. Ja, das sind immer die Idee, kenne ich, das wollte ich schon Lenin bei Oktoberrevolution machen. Von die, was erreicht haben, von Ärzten und Intelligenz wegnehmen und an dem Volk geben. Daraus ist Sowjetunion entstanden, wo total misserfolgreich war. Nein, das ist Utopie, funktioniert nicht. Mensch sein heisst ja in einer Gesellschaft leben, sozial sein, du spürst keine Verantwortung gegenüber anderen Menschen, außer deiner Familie. Aber da gibt natürlich, da gibt doch Schweiz ist eine, ich zahle so viel Steuern dort, weißt du, mehr kann ich echt nicht machen. Das finde ich echt Abzockerei, was man da zahlt. Ich gebe Arbeit zu anderen Menschen, das ist, was ich helfe. Aber einfach so jemandem geben, aber dann, das ich finde, ist auch falsche Einstellung. Warum muss ich jemandem einfach so etwas geben? Mir hat auch niemand im Leben einfach so gegeben. Die Menschen sollen es verdienen, selber. Gierig sein ist doch keine Sünde. Gierig sein ist Leben. So viel zu Habgier aus Sicht von der Irina Beller. Was habt ihr zum Thema zu sagen? Wir sind gespannt auf eure Kommentare.